Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. An der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament, die 400 Christwoch zu Straßburg aufgehalten gouf, haben wir eine ganze Reihe von wichtigen, aber heftig umstrittenen Abstimmungen gehabt. Ich hatte letzte Woche an einem Gespräch mit meinem deutschen Kollegen Werner Langen über den Klimapakt geschwärzt. 5 Rapporte standen zur Abstimmung. Wir hatten ja gesagt letzte Woche, dass wir für diese Abstimmung genau gucken müssten, was an diesem Klimaschutzpakt Sommer vom 11. und 12. Dezember von den Staats- und Regierungschefen zu Brüssel rauskäme, für dann Eishaltung festzulegen. Ich kann sagen, dass wir auch zu Lützeburg grosso modo mit dem Kompromiss von den 27 EU-Staats- und Regierungschefen, denen in der französischen Präsidenz zu Brüssel zustande kommt, dass wir damit leben können. Auf alle Fall hat der Verstand vis-à-vis von besonders geringen Perfektionisten überhand behalten. Der beste Beweis dafür ist, dass Supergring den Kompromiss auflehnen oder zumindest schwer kritisieren. Ich bin froh, dass wir an der Europäischen Union viel für den Klimaschutz machen. Weltweit werden wir ein Muster sein, ohne aber als Industrie aus Europa rauszutreiben. Und zwar dahin, wo sie mehr knastig produzieren geben. An einer Konsequenz gleichzeitig geben wir Millionen Arbeitsplätze an Europa futtig machen. Das will nicht heißen, dass mit unseren eher geizigen Zielen, CO2 besonders an die Luft zu bloßen, dass wir damit ja nicht mehr weltweit reüssieren können, wenn neben dem eigentlich geografisch kleinen Europa auch der Rest von der Welt, von allem aber Nord- und Südamerika, China, Indien und alle großen Industrienationen mitmachen. Das gesagt, hat Europa mal a puncto Klimaschutz seine Hausaufgabe gemacht. Und ich meine, das wäre auch gut so. Da müssen wir gucken, wie wir das umsetzen. Weil, wie gesagt, die anderen aus der Welt müssen auch mitmachen. Und da werden wir zu Kopenhagen sehen, ob wir dann weiterkommen, nicht nur mehr auch sie. Ein weiteres heftig umstrittenen Dossier war die Arbeitszeitrichtlinie. Es waren ja sogar ein paar Tausend, zwar nicht so viel wie angekündigt, Gewerkschaftler auf Straßburg kommen. Ich habe leider keine gesehen, keine begegnet, weil ich von morgen sagt, bis nur 12 Uhr Sitzungen, Gespräche, Visiteuren, Reden und Aufstimmungen am Plenum hat. Also 16 Stunden da. Die Politiker fallen ja nicht in der Arbeitszeitrichtlinie, wir haben noch einen permanenten Opt-out. Aber wegen dem Druck, den Gewerkschaften seit bald 6 Monaten, besonders auch schriftlich, ob die Europadeputate losgelassen haben, den Druck wollten sie nachher zu Straßburg unterstreichen, wofür sie da hingekommen sind, und damit beweisen, wie wichtig für sie eine Arbeitszeitregelung an der Europäischen Union ist, die nicht mehr lange Arbeitszeiten erlaubt, wie die, ob diese 1919 an der Internationalen Arbeitsorganisation, also nach dem Ersten Weltkrieg, geeinigt war. Selbstverständlich waren auch viel kleine Mittelbetriebe, aber auch Berufsgruppen, Pompier, Schauspieler und sogar ganz viel Einzelsalarien und uns rückgetragen, für das wir sollen dem zustimmen, was Ministerin am Juni aufgemacht hatten, aber denen Leuten, die ich so genannt habe, besser gefällt, weil es mehr Flexibilität für die Betriebe und Salarien a puncto Arbeitszeit garantiert. Das Europäische Parlament hat aber in zweiter Lesung eine Reihe von Amendementen zu diesem Kompromiss von den Ministern mit großer Majorität
gestimmt. Der Reiseminister war ja dafür gewesen am Juni. Das bedingt, dass es lo zu engem Schlichtungsverfahren kommt zwischen den Regierungen einerseits und dem Europaparlament andererseits. Ich habe auch für eine Reihe von den Amendementen gestimmt, für sicherzustellen, dass es lo weiter verhandelt muss gehen. Wir brauchen eine neue Arbeitszeitrichtlinie, aber wir sind lo schon 5 Jahre am Gang und der Reform von der ALA, die von 1993 ist, zu basteln. Dafür wäre vielleicht der Meinung, es gäbe lo durchgehen und es könnte auch mit dem Kompromiss von den Arbeitsministern, den die französische Präsidenz am Plenum zu Straßburg nach verdedigt hat, leben. Aber es könnte lo auch, meiner Meinung nach, ob ein paar weiter meint, nicht un. Ich hoffe, dass wir es doch noch zu einer vernünftiger Lesung bringen an dem Schlichtungsverfahren, eine Lesung, mit der die Betriebe, besonders die kleinen und Mittelbetriebe, aber auch die Beschäftigten leben können. Ich hoffe, wie gesagt, dass das stattfindet, aber ich muss sagen, es gibt ganz viele Leute, die mengen, wo es so schwer war, dass Ministern sich geeinigt haben, dass es lo überhaupt zwischen den Ministern an dem Parlament nicht zu einer Einigung käme, nicht zu einem Kompromiss. Was geschieht dann? Dann ist es so, dass wir dann keine neue Arbeitszeitrichtlinie haben. Da müssen wir also gucken, da alles gesagt, wünsche ich euch schön richtig. Die nächste Woche werde ich nach über den anderen wichtigen Dossier informieren, den auch zu Straßburg aufgestimmt wurde. Und zwar war das den über Bankgarantien, wenn eine Bank faillitt geht, was Spuren da können rumkriegen, das waren nur 20.000, das sollen 50 und 100.000 Euro gehen. Ich hatte schon mit meinem Kollegen Ehler eine Sendung gemacht über die Problematik, die auch ganz wichtig ist, wie gesagt, darüber nächste Woche nach ein Kehr schön richtig und merci, dass ihr noch gelauscht habt.